Herzlich willkommen zum heutigen Panorama, hier aus der Berner Altstadt. Heute geht es um einen Curling-Nachwuchs und um ein historisches Zugdepot. Das sind unsere heutigen Themen. Curling-Nachwuchs. Der Olympionik Sven Michel überreicht den Schweizer Curling-Junioren ihre Medaille. Und ein historisches Zugdepot. In Burgdorf plant die BLS-Stiftung eine neue Zugerlebniswelt. Der Curling-Profi und gebürtige Brienzer Sven Michel geht gleich an die Olympischen Winterspiele. Doch kurz vor seiner Reise nach Italien nimmt er sich Zeit für einen Schweizer Curling-Nachwuchs. Im Eissportzentrum Interlaken überreicht er die Medaille an den U15 und U21 Schweizer Curling-Nachwuchsspieler. Wieso er sich Zeit nimmt für einen Nachwuchs kurz vor seiner Reise und wie er seine Chancen sieht, selber eine Medaille zu gewinnen an den Olympischen Winterspielen in Italien, das seht ihr im folgenden Beitrag von meinem Kollegen Jannik Müllemann. Wie wichtig sind so Juniorenturniere für den Sport? Ja, sehr, sehr wichtig. Das ist der Ursprung von unserem Sport eigentlich. Ohne die Junioren würde es gar keine Elite und gar nichts mehr geben. Von dem her ist es immer sehr wichtig. Und wenn es immer irgendwie geht und ich mir es einrichten kann, bin ich da gerne immer dabei und probiere ein bisschen zu helfen. Und jetzt für die Junioren ist es noch speziell, dass sie heute Abend die hier haben, weil in einer Woche heisst es für die Olympia. Wie geht die Vorbereitung? Ja, sehr gut. Jetzt haben wir noch eine gute Woche, wo wir noch zusammen trainieren. Der Janik, unser Skipper, geht morgen schon Richtung Cortina. Der fährt schon am Mittwoch an im Mixed Doubles. Also, wir sind diese Woche nur zu dritt unterwegs, noch mit den Coaches. Aber wir sind im Fahrplan, wir sind alle gut drauf. Wir haben gemacht, was wir machen können. Und jetzt noch eine Woche voll trainieren und dann probieren wir das Beste rauszuholen und so ein bisschen zu geniessen dort. Und du hast das Gefühl, kannst du dich schon auf eine Prognose rauslassen? Ja, Prognose ist immer schwierig. Unser Ziel ist, so gut zu spielen wie möglich. Und dann kommen die Resultate meistens, hoffentlich. Das Feld ist unheimlich eng. Es sind 7, 8 Goldmedaillenanwärter, würde ich sagen. Wir haben sicher eine gute Chance, dass wir auch um die Medaille mitkämpfen können. Wir hoffen, dass wir so spielen können, wie wir schon die ganze Saison machen. Und probieren ruhig zu bleiben, weil es wird sicher ein bisschen hektischer werden wie normalerweise. Aber ich glaube, wir können das handeln und sind auch positiv. So, nach diesen speziellen Dudelsäckklängen wünschen wir an dieser Stelle natürlich gutes Gelingen an den Olympischen Winterspielen und wünschen am Sven Michel, dass es ihm für eine Medaille reicht. Jetzt geht es nicht um Curling und Eis, sondern um Züge und Waggon. In Burgdorf stehen historische Züge, die nur selten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Doch das soll sich jetzt ändern. Die BLS-Stiftung plant Grösseres und will dort eine Erlebniswelt bauen. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Beitrag von Anina Häusli. Wir befinden uns hier im Depot von der BLS-Stiftung in Burgdorf. Es sind 3 Sachen, die wir schwergewichtig hier beheimatet sind. Erstens, wir stehen hier in der Fahrzeughalle. Das sind die historischen Fahrzeuge, die der BLS-Stiftung gehören, insgesamt 22. 5 davon sind einsatzbereit und werden auch vermietet und gefahren. Im unteren Teil des Depots haben wir das Materiallager mit den Ersatzteilen, weitere Ausstellungsgegenstände und auch die Sammlung von der Personenmobilität von BLS hier pflegen. Das machen wir im Mandat, im Auftrag von der BLS. Da, wo wir jetzt stehen, auf der anderen Seite, ist eine Eventhalle, wo wir auch schon verschiedene Veranstaltungen gemacht haben, wie Theater, wie Konzerte. Und genau diesen Teil Erlebnis wollen wir jetzt in Zukunft von der Stiftung weiterentwickeln. Also das Ziel ist, dass wir das Depot hier öffentlich zugänglich machen können. Einerseits haben wir ein unglaubliches Kulturerbe, das hier erhalten wird und nicht nur erhalten, sondern wirklich zugänglich gemacht wird und auch nutzbar ist. Das wollen wir zeigen, das wollen wir teilen mit der Öffentlichkeit. Das heisst, es wird einerseits einen Ausstellungsteil geben, wo man die Geschichte erleben kann, wo man eintauchen kann, auch in die Bahngeschichte und in die Erlebniswelt von dazumal und von heute. Und es gibt natürlich einen Begegnungsort für die Bevölkerung. Es soll wirklich sehr ein interaktives Programm auch geben, Events rund um die Bahngeschichte, aber auch kulturelle Events wirklich als Ergänzung zum kulturellen Angebot in Burgdorf und für die ganze Region. Eigentlich sind es 2 Auslöser, die dazu geführt haben, dass man das Projekt jetzt gestartet hat von der BLS-Stiftung aus. Einerseits ist es ein interner Auslöser, dass man sagt, man hat hier wirklich so ein Kulturgut, das erhalten wird.
Und das wird man zugänglich machen und zeigen. Und das Depot kann noch mehr als das, was es heute ist. Und andererseits ist natürlich auch die Entwicklung von der Stadt Burgdorf selber, die gerade in der Region Bahnhof sehr stark vorangetrieben wird. Und das Depot Burgdorf hier als Kulturort in Zukunft eine wichtige Rolle kann spielen. Die Erlebniswelt finanziert sich aus Drittmitteln komplett. Das heisst, wir haben Unterstützung von verschiedenen Förderstiftungen und auch von der Stadt Burgdorf, die uns hilft, jetzt einfach mal in einer ersten Phase mal Bedürfnisse zu erfassen aus der Bevölkerung, aus der Stadt, von den Menschen in Burgdorf und um Burgdorf herum, um herauszufinden, was das Depot hier für eine Rolle spielen kann. Und das war schon wieder vom heutigen Panorama. Wenn ihr noch mehr zu diesen Beiträgen wissen wollt oder mehr zu Wirtschaft, Kultur und Sport, dann geht auf plattformj.ch oder nutzt unsere App. Jetzt geht es weiter mit meinen Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Hinschauen und wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Viele Wolken haben den Start heute gebracht. Dann hat es den Tag durch meist einen Mix aus Sonne und Wolken gegeben. Und um die Mittagszeit herum hat es dann sogar auch noch ein paar Tropfen im Mittelland. Wenn man Glück hat, hat man sogar einen Regenbogen sehen. Die Föhnlage auf der Alpen-Nordseite und die Staulage auf der Alpen-Südseite schwächen sich so langsam ab. Wir liegen aber auch morgen am Mittwoch noch im Einflussbereich von dem Atlantiktief mit ein bisschen Süd- bis Südwestwind in der Höhe. Strömen dann morgen am Mittwoch ein bisschen trockenere Luftmasse ein. Der Mittwoch startet dann im Mittelland mit Nebel, die Obergrenze auf rund etwa 600 bis 700 Meter. Sonst gestaltet sich der Vormittag mit einem Wechselspiel aus hohen und mittelhohen Wolken und ein bisschen Sonne bei Temperaturen zum Start in den Tag leicht unter dem Gefrierpunkt. Im Mittelland löst sich dann der Nebel zum grössten Teil auf. Die hohen und mittelhohen Wolken die bleiben aber auch grundsätzlich am Nachmittag bestehen. Erst von oben an kann sich dann die Sonne vermehrt zeigen. Das Ganze bei nur wenig Wind, etwa 4 bis 5 Grad. Auf den Bergen im Oberland haben wir nur noch schwache Wind, meist aus südlichen Richtungen. Die 0-Grad-Grenze die liegt auf rund 1900 Meter, heisst auf 2000 Meter gibt es etwa -1 Grad, auf 3000 Meter etwa -7 Grad. Der Donnerstag gestaltet sich dann grundsätzlich recht sonnig neben Nebel am Morgen. Am Freitag erreicht uns dann wieder eine Störung. Es ist dann wechselnd bewölkt und zeitweise auch nass. Am Samstag geht es dann mit Nebel, Wolken, aber auch immer mal wieder sonnigen Abschnitt weiter. Es ist auch weiterhin mild mit Temperaturen ab dem Wochenende so um die 7 bis etwa 8 Grad. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.